الدين النصيحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich werde euch heute inshallah über unfähige Führer erzählen, und das Ziel eigentlich in dieser Nasihat ist auch wirklich 10 Nasihat an einem Emir zu geben. Und wenn ich jetzt das Thema Emir anspreche, dann ist damit wirklich ich meine damit einen großen Radius. Ich spreche damit auch die Führer der Umma an, sei es ein Kalif, sei es ein Emir über einem bestimmten Gebiet, sei es ein Emir über eine bestimmte Gruppe, sei es ein Emir über eine Moschee. Also wenn man das sogar ganz hart ausdrücken will, selbst der Vater, der Kinder hat, ist irgendwo auch ein Emir über seine Kinder. Also es geht um allgemein Emire. Und ich werde inshallah 10 Nasihat aufzählen oder Eigenschaften, die eigentlich ein Emir haben sollte. Wenn nicht, sollte er diese umsetzen. Schaut mal, der Prophet a.s. sagt, derjenige, der 10 Leute unter sich hat, der wird im Jenseits wie ein Führer zur Rechenschaft gezogen werden. Also man wird im Jenseits wie ein normaler Führer über eine große Nation zur Rechenschaft gezogen, wenn man nur 10 Leute hat. Und diese Rechenschaft wird im Jenseits viel bedauernd sein, und man wird vieles sich danach fragen, weil die Rechenschaft sehr lang gehen wird. Denn eines Tages kommt Abu Zar zum Prophet und sagt zum Gesandten Allahs: Ja Rasulallah, gib mir ein Emirlik, also gib mir eine Führungsposition. Ich möchte irgendwo ein Führer sein. Daraufhin sagte der Prophet zu Abu Zar: O Abu Zar, diese Führungsposten einzunehmen, zu besetzen, ist eine schwierige Aufgabe. Das können nur die Starken tragen. Und im Jenseits einen Führungsposten angenommen zu haben, bedeutet bedauern und bereuen. Warum sagt der Prophet das eigentlich? Der Prophet sagt, wenn du ein Führer wirst, ein Emir wirst, wirst du im Jenseits viele Dinge bereuen, die dir danach vor Augen kommen. Warum sagt der Prophet das? Umar ibn Khattab. Ja, eines Tages weint Umar ibn Khattab, und er sagt, und sie kommen und sagen: Ja Umar, was ist los? Und Umar sagt: Wallahi, wenn am Euphrat ein Schaf nicht über die Brücke gehen kann und sich ein Fuß dabei bricht, wird Allah mich im Jenseits davon befragen. Allah wird mich dafür befragen. Ich bin der Kalif über dieses Gebiet, also wird Allah mich dafür zur Rechenschaft ziehen. Nicht euch, sagt Umar ibn Khattab. Im Islam ist Emir, also einen Führungsposten einzunehmen, nicht wie in anderen Organisationen oder Systemen, dass es heißt, man lehnt sich jetzt zurück, man hat mehr Rechte, man hat mehr Pluspunkte, man darf nicht hinterfragt werden. Es ist im Gegenteil im Islam. Einen Führungsposten einzunehmen heißt mehr Leid, mehr zu tun, mehr auf sich verzichten und mehr auf all seine privaten Dinge zu verzichten, und man muss sich mehr seiner Dawa hingeben. Den Posten eines Führers anzunehmen, ist eigentlich im Islam gleichzusetzen wie ein Hirte. Ja? Ein Hirte, der Schafe hat, und ein Schaf läuft irgendwann mal weg. Glaubt ihr, es ist richtig, dass der Hirte sagt einfach, das Schaf ist weggelaufen, das Schaf soll doch einfach zurückkommen? Ist doch nicht meine Sache, wenn es nicht hier bleibt und denkt, er kann sich selbst ändern, soll er doch weggehen. Würde ein Hirte so denken? Nein. Ein Hirte würde hinterhergehen und alles versuchen, bevor es vom Wolf gefressen wird, dass er sein Schaf wieder zurückholt. Oder ein Führer ist im Islam auch ein bisschen mit dem gleichzusetzen, vielleicht wie ein Vater. Ein Vater will für seine Kinder das Beste. Er will seine Kinder beschützen. Er will seine Kinder, dass sie auf die eigenen Beine stehen. Er will seine Kinder am besten haben und fortgeschritten haben wie möglich. So ist auch ein Emir. Ein Emir ist barmherzig. Er will das Gute für seine Jamaat. Er muss versuchen, um sie zu beschützen, alles zu tun, Vorkehrungen anzutreffen. Das sind die guten Emire. Und so ein guter Emir wird im Jenseits natürlich, der sich wirklich wie Umar ibn Khattab sich angestrengt hat, das Beste zu machen, wird auch belohnt werden natürlich. Mit hoher Belohnung. Und die Belohnung im Jenseits für einen aufrichtigen Emir ist, wenn im Mahshar es keinen Schatten gibt und alle Menschen wie irre und besoffen umherlaufen und nicht wissen, was sie machen sollen, gibt es einige Gruppen von Menschen, die im Schatten vom Thron Allahs sich entspannen. Und eine Gruppe von diesen, sagt der Prophet a.s., ist ein gerechter Herrscher, so sagt der Prophet das. Deswegen, ein Muslim ist verpflichtet, auf einen Emir zu hören. Allah sagt im Koran, Astaghfirullah, Ja ayyuhallazina amanu, ati'u Allah, wa ati'u Rasula, wa ulil amri minkum. Allah sagt im Koran ganz klar: O die ihr glaubt, befolgt Allah, befolgt seinen Gesandten und den Befehlshabern unter euch. Sprich,
wenn irgendwann mal ein Emir kommt und er sagt Dinge, die euch nicht passen, die euch zuwider sind, die vielleicht nach euch falsch sind, die für euch sinnlos sind oder wo ihr sagen würdet, das würde ich niemals machen. Wenn er euch was befiehlt in diesem Bereich, dann müsst ihr es befolgen. Aber im Vers sagen die Gelehrten, kommt Ati'ullah wa Ati'ur Rasul und da kommt nicht mehr wa Ati'u ulil amri minkum. Und zwar es kommt wa ulil amri minkum, einfach das und. Und da sagen die Gelehrten, bedingungslos ist Allah und seinem Gesandten zu folgen, bedingungslos. Aber einem Kalifen, ein Emir, ein Menschen ist immer bedingt zu folgen. Also wenn ihr jetzt kommt und es gibt einen Kalifen und eine Scharia, Allah hat in einer Sache bestimmt. Der Prophet, Allah und die Scharia, es hat in einer Sache bestimmt. Und jetzt kommt ein Mensch, ein Kalif, und sagt etwas ohne ein Delil von diesem Bereich oder es widerspricht sich mit dem, so ist dem nicht mehr zu folgen, auf gar keinen Fall. Denn Allah sagt in Surah Hujurat im ersten Vers, Ja ayyuhallazina amanu, la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulih. O die ihr glaubt, stellt ja nichts vor Allah und seinem Gesandten. Also wenn ein Führer jetzt kommt und ihr gebt den Nasihat, ihr sagt, das ist falsch, das geht nicht so, im Scharia ist das, aber er sagt trotz all dem, nein, es ist so, dann ist ihm nicht mehr zu folgen, denn nichts wird vor Allah und seinem Gesandten gestellt. Nichts wird vor die Scharia gestellt, nicht mal der höchste Kalif im Islam. Ich möchte euch inshallah 10 Nasihat geben, 10 Nasihat an einem Emir oder wie ein Emir eigentlich sein sollte. Und der erste Punkt ist, ein Emir muss seine Dawa kennen. Er muss sich über seine Bewegung und die Wichtigkeit im Klaren sein und dies immer wieder seine Leute erklären und diese Leute immer wieder auf den neuesten Stand halten. Denn ein Kalif oder ein Emir, besser gesagt, ein Führer, kann nicht kommen und zum Beispiel, wenn jemand ihn fragt bezüglich seiner Dawa oder will mit ihm über seine Dawa sprechen, er kann nicht kommen und sagen, lies erstmal diese 3 Seiten, lies erstmal das hier und komm dann so. Oder geh und frag erstmal den. Ein Emir muss seine Dawa mit Delil aus Koran und Sunna und gelehrten Aussagen, muss ein Emir, ein Führer kennen. Er kann nicht den Luxus haben wie ein Volk von unten und sagen, ich weiß es nicht, das kann jemand anders sagen. Ein Emir muss darüber Bescheid wissen und seine Dawa sehr gut kennen. Der zweite Punkt, ein Emir muss die Möglichkeiten dafür schaffen, dass sich eine Jamaat oder dass sich die Gefolgsleute vom Ahlak und von Ilm fortbilden können. Er muss die Möglichkeiten dafür schaffen. Also ein Emir kann nicht sagen einfach, naja, soll sich jeder was selber beibringen, macht mal irgendwas da. Ein Emir ist verpflichtet und muss die Kontrolle darüber haben, dass es solche Institute wie Madrasa gibt, wo die Leute sich vom Ahlak und Ilm fortbilden können. Der dritte Punkt ist, da die Menschen viele Nasihat und Vorträge benötigen, ist der Emir dafür zuständig, dass wirklich in den meisten Bereichen und versuchen auf meisten Sprachen, wie es geht, ja, und so gut wie möglich es viele Vorträge und viele Nasihat gibt. Also man kann nicht sagen, nur ich halte und jetzt hier reicht's. Also man muss wirklich versuchen, ein großes Spektrum aufzubauen von Vertrauensleuten, die wirklich auch viel Nasihat und viele Vorträge seiner Jamaat geben, weil das Volk ist darauf angewiesen. Sie brauchen diese Sachen, vor allem in der Zeit der Fitna. Der vierte Punkt ist, ein Emir, wenn man in eine Hoffnungslosigkeit verfällt oder in eine Sackgasse gerät oder man glaubt manchmal in eine Sackgasse zu geraten, dann muss der Emir und der Führer kommen und seiner Jamaat und seine Gefolgsleuten so einen Mut zusprechen, so extrem mobilisieren und motivieren, und er muss eine gute Vorbild sein, sodass alle wieder aufstehen und die Kraft kriegen und sagen, jawohl, es geht weiter. Der Emir darf niemals in Hoffnungslosigkeit verfallen. Fünftens, der Emir, er muss gegenüber seinen Anhängern barmherzig sein und muss ihre Bedürfnisse stillen. Ein Emir kann nicht den Luxus haben und gegenüber seinen Leuten hart sein. Schaut mal, Allah sagt selbst zum Propheten, O Gesandter, O Mohammed, wenn du hart zu ihnen gewesen wärst, hätten sie dich alle verlassen. Jetzt kann man nicht sagen, ich bin ein Emir und ich bin hart zu meinen Leuten. Ja? Da macht jemand einen Fehler oder man hat eine Meinungsverschiedenheit oder er hat mir eine Gegenantwort gegeben. Da sage ich hau den weg. Er soll nicht mehr kommen. Er soll erstmal um Verzeihung bitten. Der hat nicht mehr das Recht zu kommen. Er darf niemanden anderen mehr besuchen. Er darf nicht mehr die Moscheen besuchen. Das geht alles nicht mehr. Wenn ein Emir diese Härte ausspricht, so braucht man sich nicht zu wundern, wenn die Leute das verlassen. Wenn die Leute es danach verlassen, dann kann der Emir niemals sagen, er war es sowieso nicht wert gewesen. Er wäre sowieso irgendwann weggegangen. Weil Allah sagt, dass die Sahaba, der enge Kreis um den Propheten selbst verlassen hätte, die haben ihr Leben für den Gesandten gegeben. Aber sie hätten ihn sogar verlassen, wenn der Prophet hart wäre. Also wenn der Emir hart ist und die Leute spalten sich,
und ein Emir sagt, ich bleibe auf dem Weg, auch wenn alle sich spalten, dann hat der Emir ein Problem. Und man kann nicht sagen, da sind die Leute selbst schuld, wenn das zu hart für sie ist. Der Emir ist gezwungen, barmherzig zu seinen Gefolgsleuten zu sein und nachsichtig zu sein. Der 6. Punkt ist, der Emir darf nicht betrügen. Der Emir darf nicht lügen. Der Emir darf keinen Schaden anrichten. Schaut mal, der Emir, wenn ein Emir euch anlügt, dann ist das ganze Vertrauen kaputt. Man weiß nicht mehr, wie man miteinander wieder zu arbeiten hat. Wenn jemand betrügt, sei es das typische Beispiel in der heutigen Zeit, Gelder unterschlagen werden oder man nimmt irgendwas und man zeigt das nicht mehr danach, wofür es verwendet wurde, oder dann geht das Vertrauen irgendwann von den Leuten weg. Die Leute haben einen extremen Vertrauensbruch und wenn kein Verlass mehr ist, dann wird diese Dawa sich 100% diese Bewegung sich danach spalten. Der 7. Punkt ist, der Emir muss abwiegen können. Er muss wissen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Welche Entscheidung soll ich treffen, welche nicht? Wenn ich diese Entscheidung treffe oder diesen Weg gehe, hat das mehr Nutzen oder mehr Schaden? Der Emir muss sehr darauf achten, abzuwägen, die Situation. Er muss seine Leute ganz scharf im Auge haben, sie gut beurteilen können und dementsprechend die Situation im Auge haben und danach handeln, und es muss nützlich für die Dawa sein. Also er kann nicht, ja, wenn er keinen scharfen Blick auf das Jamaat hat, falsche Leute irgendwo hinstellen, die danach das Jamaat irgendwie andauernd zu Unrecht behandeln, und er sieht das gar nicht und versucht die Dawa so fortzuführen. Das geht nicht. Der Emir, der höchste Emir, muss immer den Überblick haben und muss alles scharf im Auge haben. Und er muss immer abwägen können, was macht gerade mehr Nutzen, was hat gerade mehr Schaden, wenn ich das mache. Und dementsprechend handelt der Emir. Der 8. Punkt ist an erster Stelle bei dem Emir, bevor seine Familie, bevor sein Lebensstandard, bevor sein Luxus, bevor sonst irgendwas, kommt an allererster Stelle bei einem Emir seine Dawa. Er muss die Dawa stabilisieren und trifft Vorkehrungen, wie er diese Dawa schützen kann von sich. Das ist die höchste Priorität bei einem Emir. Ein Emir darf keine höhere Priorität als diese haben. Ein Fußvolk kann natürlich erstmal sagen, meine Familie, meine Kinder oder dies, aber ein Emir hat diese Luxus nicht. Er muss an höchste Priorität das beschützen und Vorkehrungen treffen, wie man die Dawa stabilisieren kann. Der 9. Punkt ist, bei der Verbreitung der Dawa muss der Emir dafür sorgen, sollte das im Auge haben, dass jegliche und versuchen alle Publikationsarten, die nach der Scharia erlaubt sind, zu verwenden. Ein Emir muss jede Möglichkeit, jede Chance, er darf nie Unachtsamkeit, er muss jede Chance im Auge behalten und darf sie nicht an sich vorbeiziehen lassen. Er greift zu. Und er muss immer weitere treffen, immer weitere Publikationsarten, denn die Dawa muss so weit kommen, wie es geht. Und da gibt es unterschiedliche Sachen, wie zum Beispiel, es gibt Zeitungen, es gibt Bücher, es gibt soziale Netzwerke, es gibt mit Videos, es gibt mit Webseiten, es gibt Flyer, es gibt Verkündungen, es gibt Besuche, es gibt Radio, es gibt Fernsehen, unterschiedlichste Arten, aber jegliche und alle Publikationsarten müssen benutzt werden, die nach der Scharia erlaubt sind. Und vor allem darf man nicht die Möglichkeiten, die Chancen, die immer wieder kommen, die muss er immer wieder anwenden. Also er muss immer auf dem aktuellsten Stand sein. Wenn das gerade in ist, dann haut er zu. Hauptsache, um die Dawa so weit wie möglich zu verbreiten. Der 10. Punkt ist, und der letzte Punkt an einen Emir Nasihat, oder wie er sein sollte, ist, ein Emir darf niemals das Ziel aus den Augen verlieren. Denn das Ziel ist die Einheit der Umma unter der Verfassung vom Koran in einem Scharia-System. Das ist das Ziel der Dawa. Das darf ein Emir niemals außer Augen lassen. Es gibt manchmal Fallen von Shaitan, Tappen von Shaitan, da lässt man sich ablenken von der einen Fitna, von der einen Versuchung. Leute kommen, erzählen. So fängt man an, gegen seine eigenen Leute irgendwas aufzubauen, ein Neid, ein Hass. Und dann fängt man an, eine Konkurrenz aufzubauen miteinander. Aber man sollte niemals das wahre Ziel aus den Augen verlieren. Weil, sonst verliert man, weil das große Ziel, die Einheit der Umma unter einer Scharia, unter der Verfassung des Korans, benötigt sehr viel Aufwand, sehr viel Mühe, sehr viel Schweiß, sehr viel Träne. Und wir haben nicht den Luxus, diese Zeit für falsche Dinge zu vergeuden. Das sind 10 Nasihat an einem Emir, wie ein Emir sein sollte. Was aber jetzt mit einem Emir, der kommt und zum Beispiel, diese Punkte nicht beachtet, jetzt zu seinem Volk hart ist, zu seinen eigenen Leuten sie bestraft, keine Nachsicht und Barmherzigkeit hat, nicht dafür sorgt, dass die Leute sich vom Achlaq und vom Ilm her fortbilden können, nicht dafür sorgt, dass die Dawa in jegliche Publikationsarten veröffentlicht wird. Im Gegenteil, sogar viele Hindernisse für dies alles darstellen. Was ist mit so einem Emir? Was soll man machen? Schaut mal, da sagt der Prophet a.s. und dies wird bei Muslim überliefert. Wenn Allah jemanden die Führung über die Muslime gegeben hat und er daraufhin Unrecht handelt,
dieser wird nicht ins Paradies eintreten. In einer anderen Überlieferung sagt der Prophet, dieser wird im Jenseits in Ketten zu Allah kommen und seine Ketten werden sich nicht lösen, bis er Rechenschaft für all das, was er getan hat, gibt. In einer anderen Überlieferung, dies wird auch von Muslim überliefert, sagt der Prophet, wenn jemand die Aufgabe, die Verantwortung, den Führungsposten über die Muslime nimmt, also über eine Jamaat nimmt, und er daraufhin nicht für das Wohl der Muslime etwas tut, der wird nicht mit seiner Jamaat in das Paradies eingehen. Richtig, das Jamaat wird ins Paradies eingehen, aber er wird nicht mit ihnen eintreten können. Deswegen ist die Führungsposition eine große Belastung, wirklich ein großer Aufwand. Das ist nicht ein Luxus, wo man sich im Islam zurücksetzen kann und sagen kann, naja, ich lasse mir jetzt gut gehen. Nein, du musst das Hundertfache auf dich achten. Du musst das Hundertfache mehr denken, mehr sich anstrengen, weil du ein Vorbild bist natürlich. Ne? Und von Ahmad ibn Hanbal, von Jabir wird berichtet. Das ist ein Sahih-Hadith. Da sagt der Prophet zu Ka'b ibn Ajura, ja Ka'b ibn Ajura, a'azaka Allahu min imarati sufaha. O Ka'b ibn Ajura, möge Allah dich vor den Unfähigen, vor den Schlechten, vor den naiven Führern beschützen und bewahren. Daraufhin sagt Ka'b ibn Ajura, wa ma imaratu sufaha ya Rasulallah. Wer sind diese unfähigen, naiven, schlechten Führer? Daraufhin sagte der Prophet a.s. Umara yakununa min ba'di. Das sind Führer, sie werden nach mir kommen. Schaut mal, der Hadith, ich werde ihn gleich weiter sagen, das ist ja sehr wichtig. Der Prophet sagt, es werden nach mir Führer kommen, die sind schlecht, sie sind unfähig, sie sind nicht gut für euch. Also, weil die Leute, ich sage das aus dem Grund, weil oftmals, wenn über das Kalifat oder über ein Emir berichtet wird, kommen die Leute und sagen, Omar ibn Khattab hat das gemacht und Ali hat das gemacht, Osman hat das gemacht. Das sind die Polarlichter. Man muss immer richtig vergleichen können. Man kann nicht manchmal einen Menschen, der nicht wie Omar ist, mit Omar vergleichen, weil es gab viele Führer, die danach kommen sind, die extrem unfähig waren. Und die Zahl der Unfähigen war mehr wie die Zahl der aufrichtigen Führer. Deswegen, wenn man einen Emir testet, dann muss man immer erstmal gucken, ob er erstmal zu den Unfähigen oder zu denen gehört, die wirklich dafür fähig sind. Weil es gab viele unfähige Führer, wo sich die Gelehrten der Mesaib zum Beispiel sich dagegen gestellt haben, wo selbst Hussein, der Sohn von Imam Ali, gegen diese Führer gekämpft hat, wie zum Beispiel Yazid. War das richtig gewesen? Oder Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Abu Hanifa, die haben sich richtig, Imam Shafi, gegen diese Führer gestellt, sie haben gegen die gekämpft. Abdullah bin Zubayr, das sind die Tabi'in-Kinder, also die haben sich richtig gegen diese Führer, und das war ein islamischer Staat gewesen, gekämpft und sich angestrengt gegen sie. Haben sie jetzt kein Itaat gemacht? Haben sie Isyan gemacht? Haben sie jetzt nach dem Koran und Sunna falsch gehandelt? Also irgendwo muss man jetzt hier abwägen können. Wann befolgt man einen Emir? Wann muss man ihm richtig treu sein? Und wann ist der Punkt, wo man sagt, cut, und hier kommst du auch nicht weiter. Weil hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen dir und einem falschen Führer. Deswegen sagt der Prophet, also Allah beschütze dich, O Ka'b ibn Ajura, nach mir werden Führer kommen. Die sind richtig schlimm, sie werden unfähig sein. So, jetzt sagt der Prophet weiter. La yaqtaduna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadi. Diese Leute werden nicht meiner Sunna folgen und nicht den Weg gehen, den ich gehe. Also nicht meine Manhaj folgen, sagt der Prophet. Also diese Leute, wenn du guckst, das haut nicht hin mit dem Leben des Propheten. Sie handeln nicht, wie der Prophet gehandelt hat. Du guckst nach Manhaj, sie handeln nicht nach dem Manhaj. Also sie handeln nicht nach dem Manhaj des Propheten. Es geht einfach die ganze Zeit nicht auf. Du sagst zum Beispiel, der Prophet hat das gemacht, aber die machen was Eigenes. Die gehen nach ihrem eigenen Verständnis, was sie für richtig halten. Der Prophet sagt weiter, Ta'arifu minhu ma tunkir. Es gibt einige Dinge an ihm, die werdet ihr erkennen und akzeptieren, weil das islamisch ist. Aber einiges werdet ihr sehen und das werdet ihr ablehnen von ihm, das werdet ihr verleugnen. Warum? Weil das nicht islamisch ist. Schaut mal, der Prophet sagt hier, also es sind nicht Führer, die Kuffar sind. Wir reden ja nicht von demokratischen Führern, die ganz klar Kuffar. Es sind Leute, die haben eine islamische und eine Kalifen und einen Emir und das sind wirklich islamische, ich sag mal, Kleidung an. Also das sind muslimische Deckmantel haben sie an. Sie handeln mal islamisch, aber mal handeln sie extrem unislamisch, wo man sagt, das kann ein Muslim niemals akzeptieren, das geht nicht. Das sind diese Führer, die kommen unfähig. Was sollen wir jetzt machen, zum Beispiel, wenn so ein Führer jetzt vor uns ist, kommt ein Führer, der ist so, der geht nicht, der ist mal so, mal gegen. Er geht nicht ganz nach dem Propheten, aber wenn du ihm Nasihat gibst, akzeptiert das auch nicht. Wie geht man damit um? Da sagt der Prophet, فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسُ مِنِّي وَلَا يَرِدُونَ عَلَيْهِ حَوْ. Und das ist hier gerade sehr stark, was der Prophet sagt. Er sagt,
derjenige, der sie in ihrer Lüge bestätigt und derjenige, der sie in ihrem unrechten Verhalten über das Volk bekräftigt und auch mithilft, er ist nicht von mir, ich bin nicht von ihm und am Becken vom Karussell werden wir uns nicht begegnen. Wisst ihr, was der Prophet hier sagt? Es werden Führer kommen, die werden islamisch sein, unislamisch, sie werden gegen die Scharia handeln. Sie werden etwas sagen, was Allah und sein Gesandter nicht so sagen. Und da gibt es Leute, die sagen, man muss aber befolgen, das ist der Führer, man muss Itaat machen. Okay? Sie sagen nicht, es ist falsch, also sie bestätigen sie in ihrer Lüge. Eigentlich müssen sie ja kommen und ein Emir Nasihat geben. Ihr kennt alle das Beispiel, wo Umar ibn Khattab aufsteht und sagt, was werdet ihr machen, wenn ich vom Weg Allahs abkomme? Daraufhin ziehen die Sahabas ihre Schwerter, ein Sahabe, und sagen, ich werde dich damit wieder gerade biegen, Umar. Umar freut sich. Und jetzt müssen wir eigentlich kommen und diesen Emir auf den rechten Weg leiten. Aber diese Leute machen das nicht. Sie geben dem Emir kein Nasihat. Im Gegenteil, sie bestätigen ihn in seiner Lüge. Sie sagen, er hat recht. Und was machen sie noch? Sie unterstützen in ihrem Zulum. Sie sagen sogar auch, derjenige, der ihn nicht mehr akzeptiert, derjenige, der dasselbe nicht sagt, der braucht nicht mehr zu kommen, der ist nicht von uns. Also sie bestätigen und helfen ihm in diesem Zulum, was eigentlich islamisch gesehen falsch ist. Der Prophet sagt, sie sind nicht von mir und ich bin nicht von diesen Leuten. Und im Jenseits werden wir uns nicht am Karussell begegnen. Schaut mal, deswegen muss man sehr aufpassen. Nichts und niemand. Ein Emir zu befolgen ist die Pflicht. Einen fähigen Emir musst du befolgen, aber alles mit Grenzen. Deswegen, nichts steht über dem Koran und über die Sunna. Niemand, nichts und niemand, das müsst ihr euch sehr gut vor Augen halten. Niemand, unsere verstorbenen Gelehrten haben uns den Weg gezeigt, wie wir mit dem Koran und der Sunna umgehen. Deswegen gehen wir über die Gelehrten zu dem Koran und die Sunna. Und nichts wird über den Koran und die Sunna gestellt. Kein Mensch, kein Posten, kein Führer, kein Wort. Denn für uns ist das Maßstab das Koran und das Sunna mit der Methodik unserer verstorbenen, bekannten, typischen Ahl-Sunnah-Gelehrten. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.